Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kamedi, Luxemburgs Finest Metal Podcast. Und ja, Sie hören's, ich mach's auf Deutsch. Soweit, so gut. Wurde ja schon mehrmals angekündigt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute mit Famesons, mit dem Flo von den Hills Like White Lions aus Österreich, der ist jetzt dabei und dann machen wir das auf, sagen wir mal, niederösterreichisch, pseudo-deutsches, luxemburgisches. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, ne? Aber cool, dass du hello. Danke, dass du mich eingeladen hast, Jill. Immer wieder. Ja, ich probiere es, dass ich halbwegs Hochdeutsch rede und wenn ich irgendwie in den Slang, in den Mostviertler Slang verfalle, dann sagst du es mir bitte, dann erkläre ich es nochmal genauer. Ich höre es ja mittlerweile raus, ne? Sag ich da ganz ehrlich. Okay, Im April, als wir da waren, das war ein bisschen schwieriger. Da gab es so kleine Konversationen mit dem Heini oder so, wo ich ganz ehrlich meine Frau geguckt habe und ich habe keinen Plan, was er gesagt hat, ey. Und das war schon. Aber du warst dann auch schon spät. Es war schon spät, richtig. Und der Pegel hat nicht geholfen, sagen wir mal so. Na. Aber gut, wir sind natürlich jetzt nicht nur da, um Österreich durch den Dreck zu ziehen, ne? Und die deutsch-österreichische Sprache, sondern auch über die Metal-Szene zu reden. Und da gehe ich jetzt einmal mal vorne weg und ich sag, als ich die Hills Like White Lions, natürlich deine Band, kennengelernt habe, da hat es mich umso mehr erfreut, dass das aus dem Land, aus dem ich gewöhnlich nicht viel höre, von Metal und halt auch großnamige Bands, klar, es gibt welche, aber das heißt dann natürlich auch für mich so, da gibt's eine Underground-Szene, so wie in jedem Land, da sind wir uns ja sowieso einig. Nur es ist halt so interessant zu sehen, wie junge Bands irgendwie sich irgendwas da vornehmen und eigentlich ist es ja egal, aus was für einem Land man kommt. Nur ich finde den Zusammenhang von wie gehe ich die Vorgehensweise, wo fange ich an mit Suchen? Ich meine, ich bin natürlich nicht der Kerl jetzt, der sagt, heute will ich mir mal als Beispiel eine österreichische Metalband anhören. Ja. Da bist du das wäre auch schräg irgendwie. Ein bisschen schon, gell, auf jeden Fall. Und, aber es ist halt umso mehr interessanter, dann, wenn du auch vor Ort bist. Gut, bei mir war es ja, wir waren ja im April, waren wir in Wien, wo ihr auch da ein Konzert gespielt hat. Und da wart ihr, sag ich mal, die einzige lokale Band vor Ort. Genau, ja. Und, aber nach diesem Besuch habe ich mir trotzdem die Frage gestellt, ich muss trotzdem mal ein bisschen gucken, klar, Wien, Hauptstadt, aber was gibt's sonst noch? Und du hast ja den Most erwähnt, ganz im Hinterwald, sag ich jetzt mal, gell? Da geht ja auch was ab. Und deswegen sind wir heute hauptsächlich hier. Ja. Und, den was habe ich erwähnt? Den Most? Den Most oder Mostviertel oder wie hast du das gemacht? Also Mostviertel, ja, genau. Ja. Ja, deswegen. Die Heimat. Ja. Die Heimat, genau. Amstetten lässt grüßen. Und das ist ja jetzt noch, sage ich mal, nicht allzu weit von der Hauptstadt weg im Vergleich zu Innsbruck oder so. Ja, das geht also mit dem Zug 50 Minuten. Also wir liegen perfekt erreichbar. Nur heute ist Amstetten jetzt. Ich sag nichts jetzt lieber. Dann ziehen wir auch heute mit Amstetten. Geografisch Stopp, genau. Ja, und dann sind wir mal ehrlich, ich meine, die meisten Leute, die das Wort Österreich hören, die denken halt, ich sag's jetzt mal einfach so, an Wiener Schnitzel und an Arnold Schwarzenegger, gell? Ist halt leider so, aber da gibt's auf jeden Fall noch wesentlich mehr, vor allem was Musik angeht. Und ja, dann muss ich einfach mal so fragen, wie ist es für dich gewesen oder auch für die Jungs dann als Musiker in der österreichischen Szene irgendwie Fuß zu fassen? Irgendwie, wie kommst du da? Wie kannst du dich bemerkbar machen? Will man sich bemerkbar machen? Oder ist es halt eher so eine, mal schauen, ne? Wir machen jetzt mal was und dann gucken. Ja, also genau das Letzte, was du gesagt hast, das trifft es eigentlich ziemlich genau. Also es ist eigentlich immer ein Probieren. Du wirst einfach irgendwo spielen, irgendwie Gigs bekommen. Und ja, und dann trifft man halt so neue Leute, lernt den Neuen kennen und hat irgendwie so neue Connections, Freundschaften, die sich entwickeln. Genau. Ja, mir kommt es halt vor, natürlich, ich weiß nicht, wie es da in Luxemburg ist, aber viele aus der Metal-Szene sind halt selber auch Musiker. Ja. Also, das ist so ein bisschen falsch, so das Ding irgendwie. Ich meine, dadurch kann man halt mit jedem relaten und man hat immer so sein Thema natürlich, auf das man sich einigen kann. Ja, ich glaube, das ist in Luxemburg auch so. Fast jeder, den du auf einem Metal-Gig siehst oder so, ist auch irgendwie in der Musikszene drin und macht selber Musik.
klar, da ist das Relaten, wie du gemeint hast, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und auch kann man, sag ich mal, als Eselsbrücke nehmen, um sich so ein paar Türen aufzumachen. Natürlich in einem Underground, trotzdem eine Underground-Szene, gell? War ja sowieso klar, gell? Und wie soll ich sagen, also wenn ich jetzt so den ganzen Flow den Flow in Österreich so sehe, gell, sind mir viele Bands zu Ohren gekommen, auch durch zum Beispiel eure Posts, wenn ihr mit lokalen, richtig krass Underground-Bands zusammen was machen tut. Und da ist ja dann, es ist ja halt dann doch mehr, wie soll ich sagen, mehr Genre oder mehr eine gewisse Verschiedenheit da. Das ist jetzt nicht nur, wir machen alle nur Krach und alle nur so hart wie es nur geht. Es ist auch sehr viel Passion und Überlegung hinter verschiedenen Bands, gell? Und dadurch natürlich auch diese Liebe zu eurer Musik, da ist ja trotzdem, obwohl es in der Post-Progressive Schiene eingewachsen ist, ist es trotzdem nicht ganz so einfach erklärt. Und das ist halt, finde ich, interessant, auch in der österreichischen Szene. Ja. Ja, es ist zum Beispiel auch in unserem Proberaum, also wir sind mit 2 beziehungsweise 3 anderen Bands im Proberaum und die sind halt alle komplett verschieden. Ja. Also zum Beispiel unsere Proberaum-Buddies Wygo 2 und auch Misguided Apes, Unlängst. Und das ist halt alles komplett eigenes Ding. Ja. Also das ist ganz... Also es ist nicht so, dass wir alle irgendwie so Post-Black machen. Klar, das wäre auch langweilig. Es gibt keine Einigung auf ein Genre oder so. Ne? Es ist, jeder hat so sein eigenes Ding, das er durchzieht und das ist eigentlich ziemlich cool. Ich meine, das macht es natürlich bei Konzerten immer spannend, wie so die Vibes auseinandergehen zwischen der Musik. Also wenn wir kommen, wird es halt eher so ein bisschen depressiv und verträumt vielleicht und bei den anderen geht's mehr ab. Aber ja, du musst halt deine eigene Schiene irgendwie durchziehen, damit du einzigartig bist und das ist halt das Wichtigste irgendwie für mich persönlich. Auf jeden Fall. Dass man sein Ding durchzieht. Ja. Auf jeden Fall, weil ich interessant in dem Sinne finde, wie du gerade gesagt hast, auf Konzerte gehen und da sehe ich halt auch so ein Parallel, auch in Luxemburg oder generell, das ist so ein Phänomen, was momentan, glaube ich, überall der Fall ist. Du hast jetzt nicht mehr ein Festival über einen Tag oder so, wo sich halt nur ein gewisses Genre breit macht. Du hast wirklich von allem und du musst halt, gewollt sein, einige Bands zu verpassen, die du vielleicht, die gewisse Größen haben, aber du gehst ja trotzdem vielleicht was Unbekanntes oder was richtig Kleines angucken, was dich aber umso mehr verzaubern kann, da es halt so abwechslungsreich ist. Und das finde ich, anfangs hat mich sehr gestört. Vor allem, wenn du nur, und das ist leider bei mir auch der Fall, die meisten Konzerte, wo ich mittlerweile mache, ist hauptsächlich nur wegen den Vorbands, weil die Bands, die ich hören will, spielen mit gigantischen Bands, wo ich vielleicht schon gehört habe oder sogar gesehen habe. Aber das ist dann, ja gut, ich kenne die ja schon, ne? Und dann bin ich meistens, sage ich sehr oft, in der Hälfte von einem Konzert bist du eh schon am Ende, gell? Weil du eigentlich nur für den Opener kommst, gell? Und aber das ist so ein Phänomen, das ist bei mir mittlerweile schon seit Jahren so eingeprägt, aber das ist gar kein Problem. Man findet immer noch was einen so motivieren tut, auf Konzerte zu gehen. Und da ist jetzt die andere Frage, wo geht man in Österreich jetzt? Natürlich gut, ich war in Wien unterwegs, in einem Viper Room, eine richtig coole Location. Ja. Gibt's denn, ist das Gehör, sag ich mal, von außerhalb von Promotern und so, ist das ein gewolltes Ding, dass Metal-Bands wie zum Beispiel jetzt ihr nach Wien kommt oder alles nehmen könnt, was ihr könnt, natürlich, um das Wort zu verbreiten? Ja, ich meine, grundsätzlich, ich kann es natürlich nicht so genau sagen, weil halt Westösterreich mir jetzt nicht so viel aufhält natürlich. Ob man sich so die internationalen Tourdaten anschaut von den Bands, also die, was jetzt ja in Europa touren und so weiter, ist eigentlich schon meistens Wien. Ja? Je nach Größenordnung, so Viper Room, Arena, ganz großes Ding in Wien. Und dann halt auch Richtung Gasometer und dann halt im Falle von Tool oder so, dann halt auch mal die Stadthalle, aber da ist dann halt schon der Deckel dann drauf. Ich meine, das ist schon natürlich.
Aber ja, so das sind so die Go-To-Dinger, genauso wie Szene in Wien. Es gibt dann noch in St. Pölten den Freiraum, da findet dann oft was statt. STB Metal Weekend zum Beispiel. In Linz gibt es auch ziemlich viel so Underground, Kapu zum Beispiel und genau, Stadtwerkstatt. Ja, und dann halt Salzburg Rockhaus und dann, glaube ich, gibt es noch in Vorarlberg, in Konrad Sohm, glaube ich, heißt es, oder die Ortschaft. Da gibt es dann auch wieder mehr, aber da bin ich eigentlich ein bisschen überfragt. Ja. Also da könnte man auch vorstellen, dass dann auch eher so Richtung München dann auch viel gefahren wird, weil es nicht mehr so weit ist für Konzerte, beziehungsweise Bozen oder so. Genau. Das heißt, man könnte jetzt trotzdem behaupten, dass also wenn was zu holen ist in Wien, dann nimmt man es an, weil da ist ja doch da, wo auch die meisten Leute dann, schätze ich mal, rausgehen oder zumindest auf Konzerte gehen. Öfters. Es wohnen die meisten Menschen dort, man hat das größte Potenzial, dass wer auf ein Konzert kommt, auch unter der Woche natürlich. Genau. Ja, und es gibt auch Szene dort. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dass, oder wie sehen, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, aber wie würdest du sagen, reagieren Nicht-Metal-Hörer auf die österreichische Metal-Musik? Boah. Ich glaube, das findet eigentlich, ja, ich glaube, das findet überhaupt nicht statt. Also da gibt es eigentlich fast keine Berührungspunkte zu dem Thema Metal. Ja. Eigentlich lustig. Ich meine, es gibt schon so die Berührungspunkte, also aus dem Mainstream mit so Rock und so weiter. Also da gibt es schon einiges, was auch ziemlich cool ist in Österreich. Zum Beispiel Mother's Cake, das ist so funkiger Rock, beziehungsweise angrenzend, ich sag mal so Hexboiler, das ist so ein punkiges Duo aus Bass und Drums, das ist ziemlich cool. Würde man jetzt nicht per se als Metal bezeichnen, aber spielen dann halt auch auf so Metal-Festivals natürlich. Da gibt es vielleicht eben die Berührungspunkte, aber so richtigen Metal wird dann auch jetzt im Radio oder so im öffentlichen Radio nicht wirklich so vertreten, ne? Nein, es gibt schon zum Beispiel den 88.6, den Radio, da passiert es dann schon immer wieder mal, dass sowas in die Richtung gespielt wird. Aber ja, eher so programmmäßig natürlich. Jetzt nicht so on a daily basis. Ja. Gut, würdest du denn behaupten, dass eben durch diese vereinzelten Radioauftritte von dann, ob es jetzt Rock, also mehr dann halt Pop-Rock oder so Sachen sind, was könnte deiner Meinung nach denn, was müsste passieren oder müsste überhaupt was passieren, damit diese böse Underground-Musik, dieser böse Metal ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit vertreten wird? Natürlich ist das eine schwere Frage, da der Metal an sich ja, sag ich mal, immer irgendwie Underground bleiben will. Nur als junge, aufsteigende Band ist man dann natürlich auch umso mehr begeistert, wenn man da mal sein eigenes Lied zum Beispiel im Radio hören könnte. Gell? Sicher. Ja, ich meine, es passiert natürlich zum Teil glaube ich, was eigentlich so am wichtigsten wäre, dass es halt einfach so Underground-Veranstaltungen gibt. Ja, also Kulturvereine und so weiter und in Proberäumen, so kleine Konzerte, wirklich jetzt so minimalistisch, wo halt dann halt einfach der Ort, also die Jugend im Ort dort geht und dann auf dem Konzert ist, und das passiert immer mehr eigentlich. Also das haben wir jetzt schon beobachtet, dass es eigentlich Szene gibt, wo man vielleicht gar keine Szene erwartet hätte oder dass das da überhaupt irgendwen interessiert. Gell? Und dann war halt die Bude voll mit lauter jungen Menschen, wo waren die letzten Jahre? Ja, also, es braucht einfach die Räume, die Räumlichkeiten und halt Menschen, die sich die Arbeit antun, dass sowas veranstalten. Und dann wächst es halt auch in so Freundschaftsgruppen rein, und dann wird es so, dass man halt zusammen dorthin geht und dass das halt so Standard wird, dass man halt miteinander auf diese Underground-Feste geht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, gut, das ist auf jeden Fall, ich sage jetzt mal einfach so identisch oder sehr, sehr oft identisch mit auch jetzt unserer lokalen
lokalen Metal-Szene hier. Klar fängst du ganz, ganz kleine an in einem lokalen Kreis mit Leuten, wie du sagst, die dann auf einmal füllt sich die Halle und wenn wir füllen sagen, da sind 50 Leute, können auch schon sehr viele Leute sein, gell? Ja, ja. Underground-Musik und das kann natürlich dann schon ganz andere Ausmaßen später hinnehmen. Ich glaube, die Leute, wir sehen das hier zum Beispiel in Luxemburg sehr viel, Leute, die ich auf Konzerte gehen sehe, seit Jahren. Ja gut, auf einmal sind sie selber in der Band, ne? Weißt du, und das Ganze wächst dann, aber halt nur nicht so im Vergleich wie mit einer, sag ich mal, mit einer Pop-Ikone oder so. Man macht Musik, man released halt Songs oder Alben. Man hat ein riesen Hörprofil mit, keine Ahnung, einer Fantastillion von Menschen und dann passiert wiederum mal nix. Aber ich finde so eine Metal-Szene, vor allem eine lokale Metal-Szene als lokaler, Einheimischer, sage ich jetzt mal so, fühlt sich das doch immer sehr intimer, aber auch sehr eigenartig verwurzelt an. Sag ich mal jetzt einfach so. Und ich meine, ich habe ja auch ein bisschen researched, wie das damals in Österreich alles angefangen hat. Und das ist ja auch so ein Ding, wo man nicht immer alles finden tut, da es in den 80er Jahren nicht wirklich Internet gab, ne, erstmal. Und keiner hat das auch in Büchern festgehalten. Das ist so ein Phänomen, das finde ich, ist so ein bisschen weltweit das Problem. Vieles ist verloren gegangen. Ne? Außer halt in Amerika, wo halt, oder sagen wir mal UK oder so, wo das dann doch ein bisschen mehr in der Mainstream mit reingerutscht ist. Und ein paar Bands, die ich noch nie gehört habe, ich habe es auch mittlerweile vergessen, aber um 88 hat es in Österreich angefangen, so richtig laut zu werden mit Bands. Und man kennt halt sehr viele größere Bands, wie, ich zähle jetzt mal einfach ein paar auf, ich meine, klar, Dornenreich, für die, wo jetzt so ein bisschen verträumten oder fiesen Black Metal oder auch Akustikpassagen mögen, da hast du Belphegor, das ist ja totaler Gegenteil, das ist ja nur purer Hass und ne? Summoning, natürlich, ne? Auch schon ewig dabei, Vision of Atlantis. Gut, man könnte noch stundenlang aufsehen. Hills Like White Lines, natürlich, wer sonst, gell? Und keine Ahnung, aber das, was mich am meisten verwundert hat, und das habe ich auch vergessen, eins der größten Labels, Metal-Labels, ist aus Österreich, die Napalm Records, ne? Ja, genau. Und das ist ja auch dann, ich glaube, für so ein kleines Label, wie die angefangen haben, die sind ja mittlerweile riesengroß geworden, gell? Und sind, sage ich mal so, auf derselben Länge wie Nuclear Blast auf Deutschland oder wie Century Media zum Beispiel. Und wer das, ich sag jetzt mal, ich übertreibe vielleicht und ich träume vor mich hin, könntest du dir als Frontmann von den Hills Like White Lines, was würdest du empfinden, wenn die dich euch anschreiben würden, pass mal auf, wir haben da was. Das wäre unvorstellbar, trotzdem denke ich, gell, aber nicht unmöglich. Naja, ich würde mich freuen, natürlich. Das hätte ich mir auch erwartet, dass du nicht gesagt hast, nee, das ist mal zu viel Arbeit. Nein. Also, würde mich natürlich sehr freuen. Ja, es tut sich für Österreich im Endeffekt. Ja. Es war ja, wie du erwähnt hast, Belphegor und so weiter, die haben ja auch am Metal Fields gespielt in Wiesen eben, wo wir letzte Woche waren mit der Band, als Urlaub sozusagen, mehr oder weniger. Ja, eben Harakiri Volkai waren dabei, auch seine Entdeckung Finster, weiß ich nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, das Album war letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen, das hat schon ein bisschen Impact gehabt, ne? Das war nice. Richtig cool. Ja. Und ich habe dann eben kurz mit ihnen gesprochen und eine Sängerin, die hat halt kurz, also genauer um die Zeit jetzt aufgehört, dass dabei ist. Das ist auch die Sängerin von Perchta. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ja, durch dich. Und das ist auch sehr, sehr cool. Also die Julia richtig, richtig nett und wir haben ziemlich getratscht. Und das Spannende ist halt, das ist halt alles auch auf Mundart, genauso wie bei Finster, österreichischer Dialekt. Und sie ist halt Hebamme und es geht halt auch um diese Themen und das ist halt irgendwie
so kreativ und so cool, dass sowas stattfindet irgendwie. Genau, richtig beeindruckend irgendwie. Ja, ich hatte mal ein paar, also erstmal Finster hatte ich mir reingehört und da war mir halt auch sofort aufgefallen, dass auch, ja, dieser famose Intellekt drinne auftritt, wo, ja, ich finde das ein strammes Stück, weil ich meine, da gibst du auch einen Teil Kultur, wo du jetzt nicht unbedingt in der Musik wieder preisgeben kannst, außer du machst so klassischen Schlager oder so. Aber das in der Metal-Szene zu sehen, das ist ja dann doch schon interessant. Und dann gibt's halt dieses ganze, ja, wie du sagst, die Thematiken, jetzt, wo du mir erklärt hast, durch ja, Hebamme und die ganzen Storys, die da mitgehen, macht das die Sache umso mehr, ich sage jetzt mal, verwirrender oder umso mehr interessanter, dass man überhaupt über sowas singen kann und Musik machen kann. Und das finde ich halt sau interessant. Und da ist mir Finster auch aufgefallen, wie gesagt. Und ja, ich habe es noch nicht live gesehen, aber wenn ich so von dir raushöre, das ist auf jeden Fall was, wo man sich nicht davor verstecken darf. Und da muss man hingehen, wenn die Jungs mal irgendwie in der Gegend sind. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja gut, du hast gesagt, Metal Festival, Metal Fields. Wie hättest du denn so vom Empfinden her Masse an Menschen? Da ist ja schon was los gewesen. Ich will nicht sagen, ist es das größte Festival in Österreich oder eins der bekanntesten trotzdem? Wie würdest du das? Es hat zum ersten Mal stattgefunden im Endeffekt. Das ist das erste Mal? Ach so, okay. Ja, es war früher eben Wiesn, ich meine, da passieren immer noch viele Veranstaltungen. Da war auch eine Woche zuvor ein Reggae-Festival, ziemlich groß anscheinend. Und es hat früher einmal das 2 Days a Week gegeben und ich glaube einmal das There Comes the Wolves, glaube ich. Okay. Ja, und es war halt lang nix, oder zumindest habe ich nichts davon mitbekommen. Ja, ja, klar. Und es waren halt viele österreichische Bands eigentlich, ja, so Bands, ziemlich viel, also Harakiri for the Sky, ja, die sind Belphegor. Ja. Genau, und ja, es war super. Also es war auf der kleinen Bühne, so ein bisschen weniger mit einer Öffnung nach hinten. Und das hat voll gepasst. Ja, also richtig gemütlich und super Location, coole Leute, ja, und viele Menschen kennengelernt irgendwie. Das ist cool. Ich meine, da sieht man ja auch auf solchen Festivals oder etwas größeren Veranstaltungen, dass die Szene lebt und irgendwo auch wächst. Ja. Wohin sie wächst, kann man nie genau sagen. Aber ich denke, wir hatten das ja schon mal besprochen, auch im April hatte man drüber geredet. So, ich finde, wir sind aktuell in so einer goldenen Zeit, wo irgendwie kein Funken Nicht-Kreativität vorhanden ist und aus den kleinsten Ecken und Löchern sprudelt es an Ideen raus im Metal. Und weil ich hab durch mehrere Videos habe ich mal so ein bisschen so einen Punkt gemacht und da muss man ehrlich sagen, ja gut, wenn man jetzt guckt, instrumental gesehen, ja, Gitarre, man macht immer mehr Saiten drauf, wir tunen immer lower und sowas, aber im Endeffekt ist es nichts Neues, ne? Aber ich finde, man merkt trotzdem, dass vor allem junge Bands sich trotzdem jetzt schon die Frage stellen, ich will nicht dieselbe Musik machen, sag ich mal, wie mein Großvater, der damals, keine Ahnung, in den 80ern gemacht hat. Man will anders klingen als das, was man schon kennt. Und das, finde ich, motiviert einen umso mehr mit dieser Welle halt mitzuwachsen. Ja. Und da ist, ja gut, ich schwärme natürlich jetzt immer noch vor mir hin. Da ist natürlich, die Hills sind ja da auch für mich leitendes Beispiel, wie man Post-Metal machen kann, ohne typisch in diese Post-Metal-Masche reinzupassen. Und trotzdem klingt es erfrischend und anders und neu. Und dann hast du, wenn die ganze Band jetzt auf Metal Fields, wenn du so viel Aktion siehst und so viel Motivation, das motiviert einen doch trotzdem auch selber. Das kriegen wir, nächstes Album, keine Ahnung, nächste Songs, die werden indirekt durch diesen Einfluss, durch diese Masse an Menschen und durch diese Motivation einfach nochmal gepusht und dann schreibt man vielleicht andere Lieder. Wer weiß, gell? Und ich finde das immer sau interessant. Ich als nicht unbedingt jetzt professioneller Musiker, sondern nur als so ein bisschen hier, ich mach mal da was, aber
ich finde, als Band ist das nochmal ein ganz anderer Impact auf die gesamte Situation und motiviert einen umso mehr. Ne? Einfach. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Ja. Cool, also. Das stimmt, ja. Was habe ich hier noch? Ich muss noch mal lesen, was ich alles auf. Ich schreibe so, ich habe so eine beschissene Schrift manchmal, ich kann es nicht lesen. Aber gut. Kenn ich nur. Genau. Und ja, ich meine, nur mal um den Leuten draußen klarzumachen, erstmal, unser Deutsch heute ist exklusiv nur für euch, ne? Und wird aber noch mehr kommen. Aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, vor allem in einer Zeit wie heute, wo man sich leider gerne entfremdet und in einer egoistischen Blase gerne wohnen tut, dass man sich trotzdem mal den Horizont erweitert und sagt, was gibt's, keine Ahnung, in Frankreich Neues an Metal-Bands oder egal eigentlich was für Musik. Natürlich reden wir heute über Metal, da das unsere Passion ist. Aber in dem Sinne auch sich mal die Frage stellen, was gibt's in Österreich Neues? Ich glaube, es geht nicht ums Land alleine, es geht um die Kultur, um die Leute, die da auch dieses Kulturelle an Österreich mit in die Musik reinbringen, entweder wollen, können oder ein gewisses Erbe mitbringen. Ich finde, das geht extrem weit, wenn man so guckt und es macht die Sache nicht einfacher, es in Wörtern zu fassen. Sicher. Ja. Du bist immer in deinem Melting Pot aus verschiedensten Einflüssen und das schlagt sich halt irgendwo dann wieder nieder, ja. Also Genau. sei es jetzt durch irgendwie so Dialekt oder so oder halt auch so das Morbide, also dieses Wiener Schmäh oder so. Vom bis. Ja, also ich sage mal Wiener Dialekt, nur jetzt mal aus Erfahrung her. Ja gut, da sind zu viele Touristen, gell? Also die können dann doch, das Englisch und das Deutsch, was sie können, das ist ja einwandfrei. Nur, ich will es nochmal sagen, der Heini, ei. Also da. Ja, der Reini kommt aus Ipsitz, also das ist nochmal wie gesagt, tiefer drinnen im Land, sagen wir mal so. Sau cooler Typ, super nett. Sorry. Alles. Nee, ich fand's halt nur erstaunlich, da ich als Deutschsprachiger auch, mit Deutsch aufgewachsen, denkst, ach, ich kann egal wohin gehen, wo man Deutsch redet, ich verstehe alles. Überhaupt nichts habe ich verstanden. Aber da ist mir jetzt nochmals eingefallen, als ich über die Episode nachgedacht habe. Natürlich die klassischen Klischees, womit mit Österreich mitgehen. Meinst du, könntest du dir vorstellen, einer würde zum Beispiel würde sich die Frage stellen, eine Metalband, komm, wir machen mal was. Wir machen so eine Art Ski-Metal. Ne? So, da ist ja auch natürlich über Klischee in Österreich. Ja. Wir fahren Ski und oder so eine Après-Ski-Metal-Band, gell? Ja, ich wollte gerade sagen, du musst, glaube ich, das Thema noch ein bisschen öffnen, weil sonst wird es ziemlich engmaschig. Ja. Das wird jetzt nur Ski. Ja, ich meine, es geht ja in das Alpine, ne? Das geht ja ein bisschen rein, eben mit so Bands wie Finster und Berchter. Also so dieses Thema mit Schnee und Berg und Natur und so Naturverbundenheit. In das geht es ja ein bisschen rein, ja. Aber so richtig Après-Ski-Metal, das ist so, so Electric Callboy-mäßig, oder wie? Wäre das dann vielleicht noch so Party? Würde ich sagen. Weil man sieht es jetzt aktuell in den USA ist momentan Country-Metal voll in. Und das geht ab wie Schmitz Katz, wie man so sagt. Und das ist voll der Renner. Und ich will ganz ehrlich mal behaupten, ich hatte so meine Bedenken und ich habe mir verschiedene Sachen angehört. Und das ist auf jeden Fall radiotauglich, das ist massentauglich. Es macht trotzdem Bock und es ist nicht unbedingt weniger härter als Metall. Und da kommt die Idee. Spannend. Weißt du, so, Après-Ski. Kultur halt mit Metal, das ist natürlich jetzt nicht nur für Österreich, gibt es auch in der Schweiz und in Deutschland, was weiß ich. Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, das könnte man nur in den 3 Ländern machen, wo halt dieses Alpine, wie du meinst, oder diese alpine Kultur, das komplette Package mitgeht. Gell? Aber das ist auf jeden Fall, denke ich, so eine Lücke im Marketing noch da. Lücke auf jeden Fall, ja. Und wer weiß, vielleicht haben wir jetzt durch die Episode irgendwen die Bestätigung gegeben, oh, da muss man was machen. Ich bin offen für alles, wie gesagt.
Ich glaube, da rede ich für sehr viele draußen und auch für uns. Musik kennt keine Grenzen, ob es Metall ist oder was für eine Musik auch immer, solange es irgendwie von Herzen kommt und gut gemacht ist. Da kann man nichts sagen. Ja. Und wir haben jetzt schon so jetzt lang über Österreich geredet. Ich glaube, du hattest auch noch Fragen, wolltest du mich jetzt hier um den Tisch wickeln. Dann lass mal kommen. Ja, also so klassische Fragen, gell? Also erste österreichische Metalband, die du gehört hast. Was war das konkret? Also mein erster Gedanke wäre jetzt natürlich Hills gewesen, da es mich daran erinnert hat, oh, ihr seid aus Österreich. Aber wenn ich jetzt... Ja, aber davor. Genau. Genau, und davor war bei mir Dornenreich. Habe ich durch das Album in Luft geritzt, ein komplett akustisches Album. Gut, da hat bei mir angefangen mit dem ganzen Alcest-Vibes und aus irgendeinem Zufall bin ich dann auch auf Dornenreich gefallen. Aber gut, ich habe mir die Frage nie gestellt, ne, von wo die Jungs eigentlich sind. Das ist mir erst später aufgefallen. Ne. Ja, das passiert oft, dass man dann draufkommt, okay. Also so ist mir mit Visions of Atlantis gegangen, gell? Dass ich da draufgekommen bin, dann, wie wir es dann live gesehen haben, am Metal Days, 3 Jahren, glaube ich, war das. Aha, das sind von Österreich. Auch nicht schlecht, ja. Lustig, gell? Also manchmal passiert es dann im Nachhinein. Ja? Genau. Und was mich auch noch interessieren würde, geht dir irgendwas in Österreich, im österreichischen Metal oder österreichischer Rockmusik irgendwas ab? Also ein bisschen eine kritische Frage. Also irgendein Genre oder irgendein Twist, also außer jetzt das Après-Ski-Metal, das du schon angesprochen hast. Ja, gut, also ich kann da, glaube ich, für das komplette Metal-Spektrum antworten. Und zwar, wie der Pitt, also Kollege, auch sehr oft sagt, trennt die Musik von den Musikern. Heißt, sehr viele Bands, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach, Belphegor war eine Band, wo ich sehr gemocht habe, aus verschiedenen Gründen. Aber durch die Personalitäten, sage ich mir so, sind mir die zwei dann doch ein bisschen, alles was so, sage ich mal, ins Rechte geht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Belphegor nur sowas macht, nur verschiedene Aussagen. Da ist bei mir dann trotzdem roter Faden irgendwo drinne und das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ob das jetzt in Österreich ist oder egal wo es ist, gell. Aber ich versuche trotzdem, die Ideologie heißt, wenn die Musik stimmt und nicht zu viel von deinem privaten Einfluss auf die Musik einfällt, dann kann ich damit leben. Aber das ist auf jeden Fall mal für mich, so sage ich, auf jeden Fall ein No-Go oder so. Gell. Ist jetzt natürlich ein kritisches Thema, weil man sieht es ja auch aktuell, was in Europa los ist. Gell? Wichtiges Thema. Es ist absolut wichtig. Und ich denke, nicht darüber zu reden, macht die Sache nicht besser. Gell? Ja. Und aber ich denke, das ist allgemein. Das hat jetzt nichts alleine mit Österreich zu tun oder so. Aber ich denke, dass jede Band oder jeder Musiker muss sich einfach die Frage stellen, was will ich mit meiner Musik portrayen? Was ist die Message dahinter? Und wenn ein gewisser Menschenhass dann nur die Rede ist, damit tue ich mich sehr schwer, sage ich mal so. Ja. Um es mal ganz diplomatisch zu sagen. Ja, es ist nicht so leicht, das Thema anzugehen, gell, weil es immer so viel Zwischentöne natürlich gibt. Gell? Also, klar. Die große Diskussion, Musiker und Musik und Künstler. Ja. Im Endeffekt, glaube ich, ist es immer dann eine persönliche Entscheidung, die jeder treffen muss. Genau. Und wo halt dann von oben herab eingegriffen wird, da erlaube ich mir kein Urteil. Ja. Aber es gibt dann natürlich auch Bands, wo man sich dann schwer tut, dass man die hört oder dass man da irgendwie ein Merch anzieht oder so. Ich sag jetzt mal, in der Metal-Kultur, und es gibt ja eigentlich so gesehen keine Metal-Kultur oder keine Musikkultur, wo alleine Merch, du hast es jetzt angesprochen, so ein großer Begriff ist, wie in dem Metal. Also ich kenne jetzt nicht viele Leute, die mit einem Taylor Swift-Shirt, und ich sage jetzt Taylor Swift, weil das ja mit der größte aktuelle Musikerin ist überhaupt, gell.
Aber ein Metalhead zu beleidigen ist eigentlich sehr einfach. Ne? Du musst halt nur ein falsches Shirt anziehen, gell? Und noch nichts Böses dazu meinen. Aber das ist, wie du sagst, das muss jeder für sich entscheiden. Da fällt mir auch was ein. Ich glaube, das resümiert diese ganze Problematik auch sehr gut. Vor Ewigkeiten, wenn ich sage Ewigkeiten, dann muss Anfang den 2000er gewesen sein, gab es ja in Deutschland dieser Zwischenfall, war Erfurt. Ich könnte mich irren. Ich glaube, es war Erfurt. Wo ein gewisser Schüler was gemacht hat in der Schule. Da gab es leider viele Unschuldige und viele Tote. Und da diese Person halt sehr viel Metal gehört hat, das war zur Zeit von New Metal, Slipknot war ein Riesenbegriff, wurde die ganze Metal-Szene halt an den Pranger gestellt und jeder, der Metal hört, ist natürlich satanischer Herkunft und will der Menschheit nur Böses und was weiß ich. Und ich denke, mittlerweile sind wir aber trotzdem als Gesellschaft wesentlich weiter und trotzdem ist irgendwo die Toleranz auf der Strecke geblieben, sag ich mal. Und es gibt halt diesen, und jetzt machen wir es ganz psychologisch, aber es muss halt so gesprochen werden. Gell? Ich finde, ein gewisser Egoismus macht es Metal-Musikern nicht unbedingt einfacher. Und auf jeden Fall. Ich denke, das sieht man generell leider durch ganz Europa, was gerade los ist auf politischem Niveau. Und auf dem Papier, es könnte so einfach sein. Aber ich denke, die Probleme, die wir haben wir als, nicht nur den Politikern, sondern wir alle uns irgendwie zuzuschreiben, da wir lange weggeguckt haben, lange nichts gesagt haben. Oder in diesem gewissen Egoismus halt uns irgendwie wohlfühlen, um es mal so da stehen zu lassen. Ja, also da könnte man irgendwie Stunden drüber reden. Auf jeden Fall. Also ich würde das Thema gar nicht so auf Metal beschränken. Nee, das ist klar. Generell. Aber gut, natürlich macht das die Sache nicht einfacher. Ich glaube, wir hatten, ich mache jetzt mal nochmal eine Klammer auf, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit mit einer lokalen Luxemburger Zeitschrift ein Interview. Super Kerl. Genau, habe ich gesehen, ja. Hast du gesehen? Genau. Und, sicher. Super Typ, Dustin, ganz, ganz feiner Kerl. Und natürlich, auch da sind Fragen, die auf Luxemburger politischem Niveau gewachsen waren, wo man sich natürlich dann auch die Frage stellen muss, wie antworte ich jetzt? Luxemburg ist verdammt klein, ne? Die Message wird wahrscheinlich einfacher falsch verstanden als richtig. Da ist mir halt kommt mir jetzt eine Frage in den Kopf, wo der Fotograf uns gestellt hat, ihr als Metaler, ihr seid ja immer böse, ne? Und immer Scheiß drauf, gell? Ich würde innerlich so lachen, weil man ist einfach sofort immer noch, nach all den Jahren Metal-Kultur, ist man immer noch der Böse im Raum, wenn man ein schwarzes Shirt anhat mit verschnörkelter Schrift. Aber wie du sagst, da können wir noch Stunden dran über diskutieren. Das ist dieses oder der wilde Rocker, der halt durchmacht das ganze Wochenende und dann verkatert in die Arbeit kommt und so. Genau, aber vielleicht arbeitet er in einem Pflegeheim und ist sehr gern mit alten Menschen und hilft gern alten Menschen, weißt du, so Kontrast halt, ne? Das ist leider wahr, aber jetzt sind wir trotzdem richtig krass von der österreichischen Szene abgewandelt. Ja, passiert. Aber ich meine, keine Schind. Ich finde, das gehört sich so und das ist ein wichtiges Thema, über das man reden muss. Und ich denke auf jeden Fall, dass wir sehr viel über die österreichische Szene dann schon jetzt gesprochen haben. Ich würde dich noch eine letzte Frage stellen und das ist ganz einfach. Was würdest du dir wünschen, wenn morgen was Neues passieren könnte, keine Ahnung, vielleicht den Hills Like White Lines dann oder generell, was könnte der Metal-Szene gut tun? Das ist
Ein richtiger Brecher zum Schluss. Genau. Fiese Frage. Boah. Ja, im Endeffekt würde ich dann gleich eher anschließen an das, was ich vorher gesagt habe, in ähnlicher Manier. Also, dass es einfach Menschen braucht, die sich die Arbeit antun und Veranstaltungen machen. Sei es jetzt kleine oder große, natürlich ist dann mehr Aufwand. Klar. Ja, also wir haben jetzt so in Amstetten im Juni auch selber was gemacht. Das Together war das. Ja, Für einen guten Zweck. Und genau. das war halt eigentlich im ganz kleinen Kreis und es war eigentlich das erste Mal, dass wir sowas veranstalten und dadurch war das natürlich am Anfang halt schwierig, wie man das jetzt unterkriegt und wie eigentlich was und zeitlich aber im Endeffekt hat es dann alles hingehauen und es war alles super und es war so der coole Vibe und irgendwie haben wir dann gleich danach gedacht, auch wenn es anstrengend war davor und stressig, ja, dass man das irgendwie irgendwann nochmal machen möchte. Ja. Kann ich verstehen. Und ich glaube, diese Überwindung braucht es einfach, damit sie viel tut und ich möchte gar nicht so unbedingt jetzt Richtung nur Metal, sondern auch Rock und alle Zwischentöne, die erlaubt sind. Klar. Dass da einfach was stattfindet, Musik generell, dass halt man mutig ist, dass man was veranstaltet und das durchzieht und ja, es kommen Leute, also es kommt wer, der zuschaut und wenn es halt dann nur 10 Personen sind, dann ist es auch okay. Ja? Klar, auf jeden Fall. Ich meine, man fängt immer klein an und wie du sagst, ihr habt's gemacht, ihr habt ein Benefizkonzert organisiert und wenn man dann die Früchte sieht, wo das Ganze tragen tut und wenn es nur eine Handvoll Menschen sind, wenn das im Endeffekt gute, motivierte Leute, die auf die Musik eingehen, egal was ein Genre ist, dann stellt sich die Frage nicht, das war ein Reinfall, sondern vielleicht kann man sowas noch mehr machen. Ich glaube, das ist die Message, wo man aus der heutigen Episode auf jeden Fall behalten könnte, ist einfach, mal was könnte man als individueller Musiker noch mal mehr machen oder was kann man machen, um das Ganze ein bisschen zu pushen, wie du sagst. Genau. Ich muss anmerken, weil du gesagt hast, wir haben es organisiert, also das waren nicht nur wir, das waren auch andere Bands und ganzes Kollektiv an Menschen. Ja, und das ist vielleicht auch so ein Punkt eben, dass es halt ganz, ganz viele Hände und Helfer oft benötigt, dass man sagt, du machst das und ich mach das und irgendwer muss die Initiative ergreifen und dann dauert es vielleicht länger oder vielleicht geht es schneller, aber man hat dann die Deadline, also man muss dann durchziehen. Ja. Das hilft dann nichts. Ja. Also man kann dann irgendwann keinen Rückzieher mehr machen. Nee. Und wenn man halt auf viele Personen ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass dann irgendwer das macht und das ist ganz wichtig, dass man da einfach ganz, ganz viel Backup von hinten hat, die einem helfen. Ja, ich glaube, das könnte man einfach als Endwort benutzen. Viele Leute, die sich helfen, damit es irgendwie funktionieren tut. Sagen wir es einfach so. Gut, ich würde damit sagen, dann hätten wir für heute gepackt. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, nochmal entweder, wo auch immer ihr seid, Amstetten, gut, du sagst, da ist nichts zu machen, aber ich will mich davon selber überzeugen. Das heißt, wenn mal nächstes Konzert ist, wie du weißt, ich bin nie weit weg und ich würde mich auf jeden Fall freuen, noch ein bisschen und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Recherche machen, was in Österreich so los ist. Und ja, nochmal ein großes Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Und ja, für die Leute draußen, ich meine, ich sag's ziemlich oft, geht und hört euch Hills Like White Lions an und der ganze Rest, wo Österreich an Metal-Musik zu bieten hat, da ist jede Menge gute Musik und brauchbare Musik, nennen wir es mal so. Keine leeren Texte. Also auf jeden Fall, ja. Es ist genügend da. Genügend Stoff ist da. Und mit den Sätzen würde ich sagen, haben wir es für heute gepackt. Danke nochmal, Florian. Und ja, ich würde sagen, bis sehr bald. Bitte gern. Ich sag danke. Dann bis bald, würde ich sagen. Bis bald. Auf Wiedersehen.